Apparatproblem haft. 92% Menschen von Amerika ihnen ein Föhn. Untersuchungen haben herausgefunden, dass wir mehr verbunden sind als jemals vorher. Aber danach fühlen wir uns allein, einsam und sind doller bedreht als jemals vorher. Wo kann das bloß möglich sein? Wissenschaftler, die dort studiert haben, nennen das als ein allgemeines Handlungsproblem. Wir alle stimmen mit an, dass diese elektronischen Apparate einen vernichtenden Eindruck in unseren Verstand und auch in unsere Gesundheit haben. Und danach fühlt sich dort meist allmählich, diese Dinge von uns wegzuholen, wenn die so sehr verbunden sind mit uns Leben. So, was können wir nicht tun? So viele von uns worden immer mehr an, dort unsere Phones fangen an, mehr von uns zu nehmen, als zu geben. Das geht nun nicht darum, den Phone weichzuschmieden, sondern das geht darum, wer zu denken, die Apps, die ich an meinem Phone habe, als das eine Ablenkung oder sind die nutzbar. Du kannst es fast apart tun, mit deiner Familie oder aus einer kleinen Gruppe, einmal reich aus einer ganzen Kirche. Und wirklich, dort wirkt am besten, wenn eine ganze Kirche dort töbt hat. Wenn du dein Leben trägst wirst von diesen elektronischen Apparaten kaufst, prüf das selbst aus. Und bei dem einen mit unser 21 Teil von Beten Fausten und das ist ein digitaler Faust. Und so, wenn du von der zum ersten Mal bist, das erste Mal von diesen Botschaften hier, wird vielleicht mehr interessant sein. Aber wir merken, der Teil aus Kirche haben 21 Teil nach unserer Technologie gekickt und sagen, was können wir tun, was können wir lernen, was können wir besser leben. Und es steht hier, wir an uns Phone sind, zu viel an uns Phone sind. Und weil wir haben gekickt, das ist ein ganzes Verhältnis mit uns Phone, mit den Smartphones, das ist ein Computer sozusagen, was wir uns drehen. Und so die erste Botschaft, was wir heute mit dir trägen, wir haben vorher 3 Botschaften gehabt, mit trägen. Die erste Botschaft, dann reden wir von den Preis von deiner Technologie, den Preis von deinem Phone. Oder die Computers oder Dinge, die du brauchst. Und wir brauchen den Vers von Johannes 10, Vers 10, wo das sagt, dass der Teufel ist gekommen zum Stehlen, Schlachten, Vernichten. Die zweite Botschaft, der Pastor John, und er redet von, wir sind gemerkt für Grenzen. Gott hat uns so gemerkt, dass wir nicht alles weit, wir sind mit Grenzen gemerkt. Die dritte Botschaft, der Pastor John, und der nennt, der Frieden von nicht weiten, der Sehen von nicht alles weiten. Wir wollen so viele Dinge an mit unserer Technologie von der. Und das ist der Frieden, dass wir nicht alles weiten. Von der, weil wir kicken nach Niee, Aunjewanheit. Wir gehen nicht in unseren 21 Teil von Fausten und all unsere digitalen Apparaten. Und so wird von der Niee, Aunjewanheit, wo wir haben, wenn wir hier gehen von dieser Faustzeit. Und so ich kann drehen nach 1. Petrus 4, Vers 8, wo wir meist für den Vers lesen, 3 nach 1. Petrus 4, Vers 8. Über die Zeit, die Christen, die haben sehr viel, wir traditionelle Christen, würden wir können sagen, Jahre trägt, wir werden sehr viel geredet von den Teufel. Und wenn einmal irgendwas Schlechtes passiert, dann wird der Teufel sie schuld, und wir meistens von der Teufel meist zu viel Credit kriegen, because alles, was da angeht, wird den Teufel sie schuld. Wenn wir so was ans Teil, wo am Bad steht, dass wir der Teufel, und wenn wir sie Geldtasch verloren haben, als der Teufel, und wenn ein Teil flat ist, bitte dort wird das. Und dann aber über Zeit, falls sich dort aber so, wie gesagt, nach einer anderen Seite gewangen, wo wir dort nicht mehr so überdenken, also dass wir für jeden davon, dass wir wirklich einen Teufel haben, dass wir einen Enemy haben, was einen Plan hat, Gott sie die Kinder umzubringen. Und so ich will von der noch einmal diese Vers lesen, ein klein bisschen anders ist Johannes 10, Vers 10. Ich würde Frauen, dass ihr abstehen, zum Gott sein Wort lesen. 1. Petrus 4, Vers 8, da sagt es, sieht der gedachten Wacker, welch jener, der bei so vielen schlägt sich rum aus dem brallenden Leib und sieht nur wem, der er verrieten kann. Den war steht mit festem Glauben und denkt daran, dass jene Brüder über die ganze Welt durch dieselbe Lebenserfahrung gehen müssen. Dankeschön Gott für dein Wort. Wie Frau, bis du uns was lernen und uns was helfen, dass wir keine Wacker sind, nicht anschluppen und dass wir den Feind wahr stehen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Je kann ihn toll sagen. Und es steht, dass die Christen aufmerksam sind und wacker sind und dass wir on guard sind sozusagen und in diesen Jessel ja gerecht sind, gegen den Feind
sind viele, Millionen Menschen, Christen, die sind so halb angeschlossen in ihre Mind, ihre Gedanken sind aufgelegt wegen Social Media. Was ist Social Media? Hier ist ein Bild von Social Media. Das sind all die Plattforms von Social Media. WhatsApp ist eine von den meist geratsten in der Welt, was gebraucht wird. Wir denken vielleicht nicht so viel, wenn wir WhatsApp brauchen, dass es auch Social Media ist. Das wird für viel Geld gebraucht. Es kann auch sein, dass es auch some Dinge, die nicht so gut sind, besonders wenn wir ein Message dann sein oder somebody, wo wir unzufrieden über sind, und dann wird über die ganze Welt geschickt. Aber anyway, das kann ein bisschen sein, wo die Social Media gebraucht wird. Hier ist noch ein Bild von Aunjewanheit, wo wir uns Phone alle brauchen. Wenn wir ein bisschen checken, was wir uns angewandt haben. Und so, das sagt, dass 29% von Menschen, die brauchen ihr Phone die ersten 10 Minuten, wenn sie abwarten. So Menschen, 75%, die fühlen sich unsicher, wenn sie nicht ihr Phone bei sich haben. 75%, die checken noch ihr Phone die ersten 5 Minuten, wenn sie eine Bekanntmerkung kriegen. 75% von den Menschen brauchen ihr Phone, wenn sie am Toilet sitzen. Je weiter wer je sind. Dann Matt sagt, dass dort 144 Mal brauchen wir den Phone. Dort wir uns Phone abpicken, jeder Tag. 60% die schlupen mit ihr Phone taub. 57% die sagen, dass wir sind addicted to uns Phone. Und es steht so jeder durch die Länge. 47% fühlen sich sehr unsicher, wenn ihr Phone die Batterie irgendwie 20% ist. Hier das ganz Englisch gesagt, dass 27% die kicken nach ihr Phone, die tut was zuvor, die ewig, glaube ich, die liegen. Wenn ich da sagt, Maya ist dort, was die nach ihr Phone kicken, sehr gefährlich. Ich glaube, dass die viel ist gekommen, um umzubringen, um dort zu merken, even wenn wir an uns Phone sind. Und ich hatte mir Small Group Lehrer gesagt, wenn du mir sitzt am Phone und ich allein im Weg war, dann phone mich, lob mich weiter schreiben, wie gesagt mir, was geht an, du bist am Phone. Das ist weg, sehe hey, was geht an? Ich sag, du wirst schon nicht Phone. Und mir tut so leid, because ich kann hier sein, wo Dads, und wie, weil hier allein im Korridor haben wir sein, wo ein Dad hängt in einen Truck dann fort und dort zu Tod kommt und hat sein Phone in der Hand. Und ich kann mir sagen, das ist dich, dass ich will sterben. Und jetzt sehe ich dich bei ihr warst, hänge in einen Truck dann vor, wenn ich mein Phone habe. Und so, wir wollen uns lernen, mit unserer Technologie umgehen. So, wo geht das für dich? Wo geht das für dich, nur das 21 Teil? Was ist nun anders? Für mich, ich habe immer gedacht, für mich ist es informativ gewesen. Und das ist Faust zu sein, ich sehe an viele von den Apps nicht angewasst, über 21 Teil. Meine Gedanken ist früher und ob. Und ich will hier einen Link mit geben, für die, was die junge Kinder haben. Das nennt sich Filter. Hier ist ein QR-Code. Je kann den scannen. Und ich weiß, was ihr denkt, wenn ihr so einen Filter. Dann denkt ihr, das erste, das ist ein Filter, wo ich mich kaufen kann. Dass da nicht schlechte Dinge an mein Phone ankommen. Das ist nicht, was das ist. Das ist ein Filter, das nennt sich bloß Filter. Aber das ist ein Ding, wo wir uns lernen wollen, mit unserer Technologie umzugehen. Das ist für Jugend, das ist für Gruppen, das ist besonders für Eltern mit jungen Kindern. Ich wünsche, ich kann das euch sein, aber scannt ihr dort und geht dann an der Website, das würde ich hoch rekommendieren. Und dort macht ihr gekauft, das Programm. Aber das kann ihr mit jungen Kindern taub durchgehen. Das ist eine Klasse, was ihr kann durchgehen mit jungen Kindern taub. Tschüss am Heim. Sehr gutes Material. Von Filters habe ich alle gehört, dort das anstellen, das soll uns vorbei, dort nicht schlechte Dinge ankommen. Das ist ein gutes Ding, wir haben das in uns Haus auch, haben das hier in der Office auch. Und aber das ist ganz was anderes. Das ist ein Filter, das ist ein Programm, was ihr halt wo mit Technologie umzugehen, wo mit dieser Technologie, wo von hier wieder. Und so, ich das hoch rekommendiere, dass ihr das raufholt. So wie ut das in 21 Jahre gehen, meine Frau ist, was wird unsere Niee Aunjewanheit sein? Was wird die Niee Aunjewanheit sein? Eine Gewohnheit ist wirklich einfach bloß ein Frame von deinem Leben, ein Frame von wo du leben das, das ist dein Zeitplan, das ist die regelmäßige Dinge, wo du das unter überdenken. Und das
De Frau ist bloß, was wird die nie Aunjewanheit sein mit den Phone von hier wieder gehen. Era hast du bloß Hoffnung, dass die Dinge wohl besser sind. Hoffnung ist ein gutes Ding, aber Hoffnung allein wird das nicht ändern. Du hoffst vielleicht, du wirst aus der Schuld kommen, du hoffst, dass deine Ehe wird besser sein, du hoffst, dass du wirst in Shape sein dieses Jahr, du hoffst, dass die Kornpreise werden hochkommen, du hoffst, dass du wirst keine Jähen stehen und du wirst bloß reine Dinge sein an den Frauen. Hoffnung ist ein gutes Ding. Wir werden niemals ohne Hoffnung im Leben sein, aber Hoffnung allein wird nicht ans Leben ändern, aber Aunjewanheiten, die wollen ans Leben verändern. Meine Frau ist, denkt die dort, was du fähig mitweg Samarias deits? Denkt die dort, was du fähig mitweg deits Samarias? Und de meeste van ons würde sagen, sei dat Celsius wat ver weg Ding sagt, er wat darndag, right? Er sind viele Dinge im Leben, die da wie bist, wenn wir sind, das ist dort gewarnt, wir stehen ab, wir bohren uns, wir tragen uns an, wir checken auf Instagram, wir essen Frühstück, wir sind on WhatsApp, wir lesen, wir haben Zeit für Gebet, wo immer die Rhythm ist, dass wir nur sagen, er rein von Tag zu Tag. Was sind die Angewohnheiten und wo werden die anders sein? Was ist die das Wichtigste? Was sind die Dinge, die wirklich sehr wichtig sind? Oder was sind die Dinge, wo du sagst, das tue ich keinmal, das tue ich nicht, hier bleibe ich von weg. Oder vielleicht, was Arzt du oder was Arzt du nicht. Wenn er jetzt zu schlupen, normalmente zu oben, wenn er jetzt schlupen, was für eine Zeit ist dort, was für eine Dinge sind, die wichtig, wenn ein Camp hat im Jessel leben, wo hast du die Städte zum Beten, all sind es dort Dinge. Das sind unsere Gewohnheiten, was wir im Großen und Ganzen immer tun. Und aber die meiste von den Dingen, was wir tun, durch im Tag, die sind nicht eine Folge von unserer von Hoffnung, aber das ist eine Folge von unseren Angewohnheiten. Wir haben uns was angewohnt. Über 40% von den Dingen, was wir jeden Tag tun, das sind nicht eine Folge von wirklichen Entscheidungen, merken dort zu tun. Das sind bloß Dinge, das wir dort haben. Das haben wir uns angewohnt, so da wie dort. Und im Grund von wer du wirst sein in 2026, wenn ein Camp hat, die Technologie, was wird eine Angewohnheit sein, was du wirst anfangen? Vielleicht sind das andere Dinge, was du dir was anwenden dieses Jahr. Vielleicht so klein anfangen, mit kleinen Dingen. Samarias nicht den Snooze-Button abdrücken, wenn du zum Abstehen. Oder vielleicht die Bibel lesen, für die on Instagram bist. Oder mit den Kindern zu beten, für die Schluppe gehen. Was ist die Angewohnheit, was du was anwenden dieses Jahr? Vielleicht wirst du die Person sein, die sagt, ich will mal alle Ordnung haben in uns Heim. Vielleicht sollst du anfangen mit dem ersten Samarias das Bad abmerken. Vielleicht bist du einer, der sagt, ich will gleich dieses Jahr nur noch Gott zu kommen. In 2026 will ich einfach wissen, nur noch Gott kommen. Dann will ich die Mut merken, dann kommen wir die Kirche, jeder Sonntag. In Hebräer 10, da sagt es, von der Versammlung wach bleiben, das ist eine, das tun, das werden wir nicht. Ich gleich das, was das sagt, in Englisch steht eine Übersetzung, das sagt, some hat ein Habit gemerkt. Ich habe den Vers an Hebräer, das sagt, let us not neglect meeting together. Some have made it a habit. Some haben sich das angewandt, nicht nur die Kirche zu fahren. Wir haben es angewandt, alle 2 sind ja, der Monat nur die Kirche zu fahren. Und wir sagen aber, ich will eine Person sein, die mit Menschen top ist und im Jessel gewachsen. Wo können wir nie Angewohnheit anfangen? Wo fangen wir das an? Einfach haben wir nie Angewohnheit merken, was immer das ist, was die was anwenden, dass das sehr selbstverständlich merken. Das sichtbar merken, dass das zu sein ist. Ich glaube, das einfach merken. Ich glaube, das dort mit den Vitamins oder meine Medication, die ich annehme. Und ja, dann fange ich an, ein bisschen Trouble zu haben mit meinem hohen Blutdruck. Und ich nehme jedes Samarias eine kleine Pille an, für das ein bisschen helfen, das regulating. Aber wenn ich die Pille dort so irgendwo in der Kitchen und das engste Schieflut, wo ich dort enge Beine habe, dann kommt das sehr darauf an, ich werde das verjeten. Ich habe das so gemerkt, dass das sehr selbstverständlich ist. Samarias, wenn ich abstehe, dass das für mich ist, sichtbar ist, dass ich mir das anwende. Nun, ja, Leute, ich kann mir das anwenden. Wir können uns hastig Dinge anwenden. Vielleicht ist das, dass die was anwenden, die Bibel zu lesen. Und wenn dort das ist, dann hat ich nicht, wo der hängerste Stuhl oder wo eine Schieflut bin. Dass die wo am Dach haben, wo die was Samarias Stuhl sind. Du hast die Bibel und dann kannst du das anwenden. Und so, das ist es scharf mit einer Angewohnheit. Wenn wir das sichtbar merken und einfach merken, dass das für uns ist. Und bei der Frau ist es, wie Rüten moven, das 21 der und merken von Fasten,
was wir tun mit unserer Technologie? Das werden wir uns doch bis mal fragen, was ist die Hauptursache für mein Phone? Was ist die Hauptursache für mein Phone? Wo will ich mein Phone chargen? Wo will ich den angepluggt haben nach? Vielleicht soll ich eine andere Stadt haben, wo der nu ist. Wo dann die Kinder den anpluggen und chargen? Ist das im Bad? Besieht im Bad? Oder ist das wo auf einer steht? Wie wir gestern eine kleine Gruppe angeladen und sie sehen, dass sie haben angefangen, einen Karf, wo han zu saten und die tiet was sie eten, dann macht jeder eine aller ihre Phones zu gehen und in den Karf. Die werden top eten, weil sich dort anwahlen. Was das erste noch in den Phone kicken, Samarias? Was das erste, laatste noch in den Phone kicken, wenn die da lagst? Wo wird die Phone sein? Die tiet, wenn du tust und ever unkas bist. Er sind auf einmal Apps noch in den Applikationen in den Phone, die nicht gesund sind. Und so, wenn wir wollen die Aunjewanheit anfangen, manchmal müssen wir mit einem kleinen Ding anfangen. Kein nur, wenn das was Kleines ist. Zacharia 4, da sagt er, erst wer, der in einem kleinen Anfang verachten wird, auf Englisch sagt er dort, don't despise these little beginnings, dass Gott, der freut sich über eine Arbeit, die hat angefangen, immer noch was Kleines ist. So, wenn das irgendein kleines Ding ist in deinem Leben, fang das an. Fang an mit einer Niee, Aunjewanheit. Vielleicht soll es sein, dass die letzte Stunde für die Schlupen ist, dass du nicht was am Phone sein, oder die erste Stunde, wenn du abhast, nicht an den Phone sein. Vielleicht sollst du eine Alarmglocke kriegen und dann steht auf den Phone dort erst, was die abweicht. Vielleicht sind dort weniger Apps an den Phone haben. Vielleicht sollst du auch eine Stadt haben, wo du sagst, das ist eine Free Zone und das ist eine Area, hier haben wir nicht ans Phone. Weiß nicht, wo das ist. Vielleicht hast du in einer Schlupfstuhl, oder mit den Unkas-Dash, in die eine Chor vor. Wo ist es, wo du nicht noch am Phone kriegst? Oder mit Freunden taub. Und wenn du einer bist, was du siehst, dass du bist wirklich fast an den Phone, oder vielleicht even gebunden, addicted zu den Phone, oder vielleicht zu gewisse Apps, oder vielleicht even zu Pornography, da werde ich die so merken. Fäng die ein Freund, ein christlicher Freund, ein Counselor, ein Mentor, somebody, wer wat met die top goed, wat die kost ganz op met reden, de kort mal alle am Dash stap leien te am, te en zei, dit is het staat met mij, help me met dit, go met me, wenn ik kan je zijn, du is zich, over deze dingen, en met God zijn help, en met vrienden wat met ons gaan, kan we gewoon zich hebben met dit. Dus some van deze apps en porn en al die dingen, die vernichten dingen, vernichten families, eigen, en zo, we hebben vrijheid vinden in deze dingen. Een ander ding, vielleicht soll je aanwenden, bloß ein Screen op eenmaal hebben, bloß ein Fenster checken op eenmaal. Wie hat das tussen staat en hat het nog staat, wenn wir een movie night hadden, wie checken Netflix ding, en wenn wir da noch Netflix da drin haben, dann noch alle am Phone zijn, dan zeg ik, oh, wat je doet? Wat wel wie? Wel wie Netflix checken, dan wel we alle aan ons Phone zijn. En so, wir können uns das anwenden, so schön, für den TV answitchen und Netflix dann noch ans Phone haben. Noch 2 oder 3 Dinge zugleich kriegen. Vielleicht ist die anwenden, ein Screen auf einmal haben. Wie wollen von der mit noch Daniel seine Geschichte checken? Daniel ist ein Charakter, was ich sage gleich. Und wie würde es sein, dass eine kleine Aunjewanheit, was Daniel hat, dass er sein Leben. Und so in Daniel saß, man kann jetzt hier den Hintergrund geben von das, dass die Geschichte abgeschrieben ist, 500 Jahre vor Christus ist das die Geschichte abgeschrieben. Und Daniel kam in das Geschichte an, den König Nebuchadnezzar mit den Babylonians taub, hat das Nebuchadnezzar sehr viele Dinge zunichte gebracht. Er verbrannt den Tempel in Jerusalem und viel von den Dingen umgebracht, Menschen umgebracht, Menschen festgenommen. Aber Nebuchadnezzar, der sagt, bringt mich mal von den ganz besten, schmacksten Jungs zu mir, ich will die anlehren, dass die so denken, so was ich denke, damit das wieder war, keine Lehrer sein in das Land. Und dann kommt ein von den Jungs, was da kommt, das wird Daniel. Und Daniel, den sagt, so ein Schmack. Der wird really fit, wie ein Quadrado. Der wird Schmack, sagt, Fans, das zu sagen, dass die Jungs, und anyway, Daniel, das Nebuchadnezzar, der hat ein schlechter Traum, und keiner kann ihm den übersagen, Daniel,
mit Gott seine Hilfe den Traum übersaten. Luther, dass wir Daniel aufhören können und sehen dann, was da an der Wand geschrieben wird. Und dann noch ein König Luther, das wir König Darius. Darius, der gleich Daniel sei, der König. Und das König Darius, der will Daniel hat, dass der soll nach Hause kommen, der soll promoted sein, er will ihn haben, dass der soll wiederkommen und leben. Und dann waren die anderen Lehrer dort an und die waren sehr aufjänstig, dass Daniel wird ab einmal wiederkommen, ist das. Und dann planten sie, wo sie würde Daniel können zu Zeit schieben, wo sie den würde können anbringen. Und dort sagt, dass die Lehrer, die fangen keine Schwachheiten an. Daniel, Kapitel 6, Vers 5 und wieder. Da sagt es, ist das, als die andere Verwalter und Feldslehrer dort antworten, dass sie antworten, dass das König, der will in den Heich bringen, dass der soll wiederkommen, sagte, dass er noch eine Ursache, damit sie Daniel verklären können, wo er dort direkt nicht gut gedient hat. Aber sie fangen nicht. Daniel beweist sich aus an alle Dinge, aus einem Vertrauensfall und nicht hinterrechts. Sie fangen nicht, was er versäumt oder verschlafen hat. Das Guy, der wie organisiert, der hat gute Aunjewanheiten. Und sie sehen, wir wollen nicht fangen, für was wir ihm verklären können. Aber bitte dem, so ist er sein Gott deit. Und so diese Menschen, die pressern, die geben sehr viel Druck ab diesen König und sagen, wir haben mal nie gesagt, anführen für den nächsten 30 Teil. Wenn der irgendwer wird somebody else anbeten als die König, du bist ja dort alle Werte, du bist ein feiner König. Wenn somebody else wird die anbeten, dann werden wir den in eine Leibgruben anschmieden, wo die Leib sind. Und aber Daniel hat eine Aunjewanheit. Daniel saß, Vers 10 und auf, da sagt es, und als der König Darius leid den Befehl durchschrieben, und er sah den in der Kraft mit seiner Engelschrift, in Daniel sein Haus wie ein Bauerstuhl mit Fenstern, die nach Jerusalem kickten. Da ging er immer 3-mal den Tag sich knien, um Gott anzubeten und ihm zu danken. Als er dort nu den königlichen Befehl hielt, ging er da wie ein Krieg so, beim offenen Fenster beten als immer. So ist er dort gewarnt wir. Er hielt, was der König hat gesagt, den Befehl, was er geschrieben hat. Aber das hat er sich angewandt. Das sagt er, der hat 3-mal den Tag. 3-mal den Tag ging er sich durchknien. I don't know, vielleicht, wenn er Frühstück hat jeden, wenn er hat Mittag jeden, wenn er hat, ich weiß nicht, was von der Zeit von Tag das wird. 3-mal den Tag ging er. Das ist er immer da. Das hat er sich angewandt. Meine Frau ist, wenn wir in der Lebensgruben sind, würden wir dann auch so beten, oder haben wir uns das all vorher angewandt. Daniel hat sich das angewandt. Das wird noch angewandt. Und ja, der hat das eng geschrieben, das was da wird passieren. Aber er ging das danach da und das ist immer da. Das hat mich angewandt. Das ist ich das da. Und so was mögt am anders. Was mögt Daniel anders? Ist, was set him apart? Was wird das anders mit ihm? Könnte er bloß so sagen, stier kicken oder lives? No, das wird das er bet. Er bet, kriegt es er immer, hat getan. Eine Angewohnheit hat er, dass wir beten, 3-mal den Tag, nicht bloß, wenn er im Trouble wir. Und so ich will uns von der Mut merken, dass wir uns nie Angewohnheit anwenden. In der Gewohnheit. Was können wir uns das anwenden? Something nie das Jahr, wenn ein Camper uns found, wo wir von hier wieder gehen. Oder, wo wir von der, wenn der Faust fertig ist, bis wir zurückgehen, wo wir sind und hoffen, dass was schaffen haben, so die Bank, dann wir zurückgehen und scroll. Ich will uns Mut merken, dass wir da immer denken, dass wir nicht bis zurück dann gehen, wo wir Eier sind, ja was, war das Camper unsere Technologie, aber dass wir uns nie anwenden mit unseren digitalen Apparaten. Hier ist das Ding, du wirst nicht ändern, bloß wenn du hupst, du wirst später werden. Aber du wirst ändern, wenn du eine neue, bessere Angewohnheit wirst anfangen. Noch einmal zuletzt der Vers, was ich zum Anfang lese. 1. Petrus 5, 8, but 9. Wer würde immer denken? Das ist für Fährweich gehen. Sieht der Gedachten wacker. Welch jener, der bei sich feinschlägt sich Raum, aus seinem brallenden Leben sieht nur wem, dem er verrieten kann. Und er will uns verrieten mit unserer Technologie. Er würde gleich, was er kann uns verrieten mit dort. Den war stot mit Faust und Glauben. Das meint, das war stot und meint einfach Krieg führen.
wahre Stunde, das Warfare. Da wird man den Krieg sein, um das wahre Stunde in some von uns zu sagen, das hier gehen wir nicht mit dir. Und denk daran, dass jene Breite über die ganze Welt dasselbe Lebens erfahren mit durchgehen. Ich dachte, was ich das lese, Millionen Christen von der gehen dasselbe durch, was wir tun, mit der Technologie. Die found us alle weint. Wir haben gesehen, über das 21 Jahre, die Nummer, was wir hier sein, die ganz meisten Menschen haben ein Smartphone. Die Christen haben ein Smartphone. Und die Teufel, die Feind, die kickt, wir uns was können verrieten. Und ich will ein bisschen Mut machen von der aufhangenden Niee, Aunjewanheit an, wenn es kommt mit jeder Technologie. Mit Frauen, die abstehen. Wir wollen toll mit Gebeten, nur dass wir das Leid haben von, ich sehe für mich gemerkt. Ich sehe für mich gemerkt, denk du bist immer, wenn es kommt mit der Technologie, ich sehe für mich gemerkt, dass am Phone sein und scroll. Dankeschön, Jesus, für diese Zeit, was wir haben können haben, taub uns stark in diesem digitalen Faust. Und ich freue mich, Gott, dass du uns was erhalten, uns lehren, wacker zu sein, aufmerksam zu sein, mit unserer Technologie, dass wir nicht uns für Leuten verleiten von den Feind, dass er uns verrieten konnte dadurch. Help uns, dass wir wacker sind. Und lehre uns, help uns, eine neue Aunjewanheit anfangen, kriegt von dir, wenn es kommt bei unserer Technologie. Wo wir das haben, wann wir das checken und was wir checken. Wir wollen die Technologie brauchen für deine Ehe, Gott. Dankeschön, dass wir Technologie brauchen, um das Wort zu checken, um gute Dinge tun, von uns Leben, von uns Geschäft, von uns Business, von unserer Familie. Help uns, dass wir das brauchen für gute Dinge, in jener schlechte Stunde. Wir loben dich und danken dir in Jesu Namen. Amen.